Ich habe keinen Text im Moment. Aber willkommen in einer neuen Folge. Ein bisschen reden kann ich ja, solange die nichts reden. Da haben wir eigentlich eine Schau gefunden und danach so nach dem Blutbad sofort so. Ah, ist ja nicht so cool. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Das ist wieder eine Spielgrafik, ich verstehe es nicht. Alter. Kalte Luft. Ich habe meine Fenster auf. Und ja, jetzt kommt kalte Luft rein. Morgen darüber in Ordnung? Nach der Audienz. Dann bekomme ich eine Audienz beim König. Aber wahrscheinlich... Hey, weil ich das erste... Auf der Suche nach Jennifer, seiner Ich bin einzigen ruhig. Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weisgar. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Jen tatsächlich ganz nahe war, in Wysimar. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Bergère Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Okay. Cledwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Der ist schnell. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhis, Kommandant der Division Alba. Jennifers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Wysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge.
Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein, er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Ich habe Oder ihm die besser, Wahrheit, Bis bald. ich habe ihm die Wahrheit erzählt. Also von daher. Gut, der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Helle Farbe. Schwarz? Schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Nee, mach ich nicht, aber okay. Na, ich hoffe, die Quest geht jetzt wieder, weil das erste Mal, wo ich das gespielt habe, die Quest, hängen sie leider. Was ist denn am schönsten? Komm, wir nehmen das. Dann sehen wir die noch an. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Schätze schon. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja, Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin kein... Ich kann mich verneigen. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Ich weiß es nicht. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Okay. Herr wird dies üben. Rechtes Bein nach vorne, linke Hand auf die Brust. Linkes Bein nach vorne, die rechte Hand auf die Brust. Linkes Bein nach hinten. Da. Falsch, falsch, falsch. Scheiße. Noch einmal. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Das Der Herr wird linke dies Bein. üben. Linke Bein nach vorne. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Ich werde mich sowieso nicht verbeugen. Komme er mit mir. Der Typ wollte mich umbringen. Warum sollte ich mich da von dem verbeugen? Komm, back nicht Der rum. Herr wird nur dann Ah. reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Nein, werde ich nicht, Mann. Ingrimi eb art kerser, deit wenn adan in karn eb morvut, hier war Reis. Verneigen. Nicht verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Area eb to orde. Evelien namin vad gern var vort.
Ich habe gesagt, ich verneige mich nicht. So viele Monate an Foltershof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla. Sie ist zurück. Und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Warum ich? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, nicht Motivation. Ich tue es für Siri. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Ich mag den Typ nicht, aber wahrscheinlich werde ich ihm helfen. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herevar II., Prinz von Elanda. Man lässt mich hier nicht nur wie einen Bittsteller warten, sondern auch noch in der Gesellschaft eines Filzers. Ich bin Gerber, Meister der Gerbergilde. Als ob das einen verflixten Unterschied macht. Ich verlange... Beruhige dich. Der Kaiser verlangt Ruhe. Wer stört, den erwarten harte Strafen, edle Abstammung oder nicht. Du tötest Esgwin. Lysianes war in Novigrad? Anen. Ratslieden in Enne. Ted Ategane, in Kaland, Nes... Einfach mal wieder alles sprechen, was der sagt. Darf ich mal stören? Warum beteiligst du dich nicht lieber? Wir sprechen über Neutralität, wie schwierig sie zu bewahren ist. Das weiß ich recht gut. Man sollte es versuchen. Man sollte es trotzdem versuchen. Warum? Weil es nur wenige Dinge gibt, die den Einsatz wert sind. Und noch weniger Menschen. Genug davon. Können wir das Thema wechseln? Also, ich habe mit dem Kaiser gesprochen. Mhm. Warum hat er dich hergerufen? Also weiß noch nicht mal du es? Nein. Aber ich wette, es ist ein gewöhnlicher Hexervertrag. Mhm. Ein paar Murmelmenschen. Bis dann. Ja, bis bald. Es war Berf? Der arme EMX Kammerherr. Ich mach dem so viel Probleme. Nente mire d'etre. Ich mach dem Arme so viele Probleme. Ich halte mich einfach nicht an die Regeln. Und so würde ich aber im Essen leben so machen. Soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Harfe zu holen. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreibe. In Novigrad... So, Yennefer. Geralt,
Diese Tunika, du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emirs Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Schön. Jetzt ist es also schon unsere Agentin. Ja, schön. Sieh Anna an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Ja. Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Die wilde Jagd. Was will die wilde Jagd von Ciri? Das würde mich aber auch interessieren. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An 2 Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kehrtreude. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Warum hast du mich wieder kontaktiert? Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Oh. Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Ja, die Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Das heißt mal sprechen. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst.
Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Var-Atre. Das ist er, dort drüben. Das können wir. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Ja,